Niet? Dan heb je een teletijdmachine wat je hebt. Ja, die lopen dan samen weg en dan komen die aan en dan wordt nog geen mensen. Op de lucht die dan helemaal. Genau das frage ich mich auch. Gar nicht. Sache in Europa, eine Tretmühle zu Pferde. Auf dieser Tretmühle haben jetzt gerade die Hauptakteure Platz genommen, und zwar Arpad und Mina, zwei rheinisch-deutsche Kaltblutpferde. Die Kaltblutpferde eigentlich, oder die Kaltblutpferde-Rasse Deutschlands schlechthin. In fast allen Bundesländern gibt es das rheinisch-deutsche Kaltblutpferd, das eben von jeher für die Landwirtschaft gezüchtet worden ist. Die beiden Pferde stehen jetzt hier auf einer Tretmühle. Eine Tretmühle ist eine Maschine, die die tierische Bewegungsenergie in eine stationär zu nutzende Energie umsetzt. Die Pferde stehen auf einem Laufband. Hier geht kein Kabel hin, hier geht kein Antrieb hin. Die Pferde treiben diese Maschine an, wenn die Bremse gelöst wird über ein Getriebe die Kraft abgenommen und wird dann eben über die Zapfwelle auf den Spalter gegeben oder über die Riemenscheibe eben auf die Bandsäge. Die Bandsäge hat vorher mit einem Elektromotor gelaufen. Einzigste Modifikation, es wurde eine größere Schwungmasse eingebaut, eine größere Gussscheibe wurde zusätzlich eingebaut, um einen ruhigen Lauf zu bekommen, weil das ist eben das A und O. Die Maschinen müssen in einem gleichmäßigen Tempo arbeiten und das geht dann eben nur, wenn man Gussmassen verbaut, so wie auch bei Einzylindertraktoren. Damit eben der Motor rund läuft, wird dann mit einer großen Schwungscheibe gearbeitet und das ist eben hier an den Maschinen erfolgt. Ja, da werden noch einige Kleinigkeiten eingestellt. Wir werden gleich demonstrieren, wie die beiden Pferde den Holzspalter und die Säge antreiben. Zu unserem Verein gibt es zu sagen, im Jahr 2001 hat sich aus einem losen Zusammenschluss Pferdebegeisterter der Verein Interessengemeinschaft Arbeitspferd gegründet. Und über die Sparkassenstiftung wurde es dann ermöglicht, eben diese Maschine in Amerika zu kaufen, die dort gebaut werden. Vor 3 Jahren haben wir die Maschine in Amerika kaufen können
und es wurde eben mit Mitteln der Sparkassenstiftung möglich, eben diese finanzielle Hürde zu stemmen. Dort werden diese Maschinen bei den Amischen eingesetzt, eine Glaubensgruppe, die überwiegend mit Pferden arbeitet und eben diese Maschinen auf ihren Höfen einsetzt, um eben die Pferdeenergie stationär nutzen zu können. So, der Egon wird jetzt mal die Bremse lösen und dann wird sich das Band langsam in Bewegung setzen. Ganz gemütlich und langsam. Die Pferde kennen das, die Pferde sind darauf ausgebildet. Das betonen wir auch immer, das ist ganz wichtig bei allen Arbeiten, die wir hier machen. Unsere Pferde sind auf diese Arbeiten vorbereitet und ausgebildet worden. Und wir sagen immer, jeder sollte tunlichst unterlassen, wenn er meint, ich habe ein Pferd, ich habe ein Geschirr und jetzt hänge ich da einfach irgendwas mal dahinter. Das kann lebensgefährlich enden. Die Pferde müssen in Ruhe ausgebildet werden, um solche Arbeiten zu machen. Was früher gang und gäbe war in der Landwirtschaft, dass die jungen Pferde von ihren Müttern abguckten, wie gearbeitet wurde, muss man heute den Pferden eben in Ruhe beibringen. Und dazu ist natürlich Training vonnöten. So, jetzt warten wir eben, die Maschine müssen auf Touren kommen. Die Maschine hat eine Drehzahlbegrenzung über ein Triebkraftregler. Und vorne über die Hufbinden kann man die Maschine in der Neigung verstellen, je nach Gewicht der Pferde oder nach Energiebedarf, den man abnehmen möchte, kann man das Band schräger stellen oder flacher stellen. Und zur Sicherheit, damit gar nichts passieren kann, steht immer ein Mann an der Bremse. Dann sollte ein Pferd unerwartet vorn führt, wie auch immer, hat die Maschine sofort angehalten. So, und jetzt sehen wir mit Pferdeenergie, der rollt und rollt.
Egon hält jetzt mal an und jetzt können Sie sehen, obwohl die Pferde stehen, der Spalter läuft noch, wir wollen das einfach mal demonstrieren und mit der Säge auch noch weitergearbeitet werden. Das ist die Energie, die ich praktisch aufgeladen habe in der Schmuckmasse, in dieser Busscheibe. Und die ermöglicht eben noch ein Weiterarbeiten, auch wenn die Pferde schon stehen. Hier geht nirgendwo ein Kabel an die Maschinen, also da ist nichts Elektrisches. Die Maschinen laufen jetzt langsam auf und werden immer langsamer. Aber eben alles über die Pferdeenergie. Und Sie sehen die Pferde ganz gelassen und ruhig. Das macht es eben aus, wenn die Tiere gut ausgebildet sind, um diese Arbeiten zu bewältigen. Und das ist uns auch sehr wichtig. Wir wollen nicht, dass was passiert. Es muss alles in Ruhe abgehen. Und man kann sich vorstellen, so ein Pferd mit 800 Kilo, wenn ich da irgendwie mit Gewalt was erzwingen will, das würde überhaupt nicht funktionieren. Die Pferde machen das wirklich für die paar Karotten, die sie da vorne bekommen. Jürgen, verteil doch mal die Holzstückchen an die Kinder, die Holzscheiben. Wir haben schon ein paar Holzscheiben gesehen für die Kinder. Egon macht jetzt mal langsam die Bremse wieder los und Sie sehen, ganz entspannt laufen die Pferde auch wieder an. Die sind einmalig in Europa. Das ist die einzigste existierende Tretmühle auf dem europäischen Kontinent. Das können wir mit Fug und Recht sagen. Es mag alte, antike Geräte geben, aber eine neue Version, das ist uns nicht bekannt, dass das in Europa irgendwo existiert. Die Maschine ist 3 Jahre alt und vor 3 Jahren wurde es uns ermöglicht, über die Spanne